Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Das mal mit dem Thema A1-Prüfung. Auf das müssen wir anfangen achten. Und zwar ist es so, dass wir ab 16 dürfen wir die A1-Prüfung machen, 125 Kubik. Ich habe auch schon Sachen gelesen mit 15 und hast du nicht gesehen, aber soviel ich weiss 16. Sonst die es wirklich wissen wollen, die müssen halt das Strassenverkehrsamt anrufen. Also ich sage auch immer wieder, bei diesem Video, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, anrufen. Nicht dann, aber der Obscur hat gesagt, ich bin ein Strassenverkehrsamt. Also, TÜV mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 Kubik und einer Leistung von 11 Kubik. Ich blende euch jetzt ein paar Bilder ein, was für TÜV das ihr da könnt fahren. Dann müsst ihr für das ganze Nothelferkurs machen. Ihr dürft nicht älter als 6 Jahre alt sein. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr euch anmelden. Ihr müsst keine Angst haben, Nothelferkurs müsst einfach nur machen. Gibt es keine Prüfung, nichts. Einfach nur machen. Dann zum Optiker gehen oder zum Augenarzt gehen. Aber ich würde empfehlen, Optiker, vielmal was auch immer, geht ihr rein und sagt, ihr müsst einen C-Test haben für Prüfung. Und dann müsst ihr das Dokument ausdrucken online. Und dann muss dort der Stempel drauf gemacht werden vom Augenarzt, dass ihr halt entweder eine Brille gemacht habt oder dass ihr ohne Brille könnt haben. Dann ist es so, dass ihr dann braucht ihr praktische Grundschulung. Also ihr müsst natürlich die Prüfung zuerst machen, Theorieprüfung. Wenn ihr die gemacht habt, dann braucht ihr 12-Stunden-Kurs. Dann ist der Kurs, dann ist die Prüfung, also wenn ihr dann natürlich dann den Lehrfahrausweis habt, von 4 Monaten, wenn ihr den Kurs gemacht habt, auf 12 Monate verlängert. Dann habt ihr das ganze Jahr Zeit bis zur Prüfung. Genau. Dann praktische Prüfung gibt es eine Manöverprüfung, also wo ihr über Slalom fahren, Pylonen, dann müsst ihr ein paar Meter wirklich ganz langsam geradeaus fahren, ohne zu fest links und rechts über zu rudern. Genau. Und dann, wenn ihr den Parcours gemacht habt beim Strassenverkehrsamt, wenn ihr das geschafft habt, dann kommt ihr dann auf die Straße und müsst auf der Straße eine Prüfung machen. Beim A1 nicht wundern, soviel ich es gesehen habe, ist es beim A1 so, dass ihr allein auf dem TÜV sind und der Experte fährt in dem Auto hinten drin, beziehungsweise sind dann glaube ich 2 Experten einfach das Auto und einer dort wahrscheinlich euch testen. Ich weiß aber nicht ganz genau, ich habe es mal gesehen, dass es so ist. Ich habe ja nie die A1-Prüfung gemacht, so viel zu dem, warum ich nie dort A1-Prüfung gemacht habe und dann am Schluss. Das geht jetzt zuerst mal um das ganze Grundausstattung, was ihr beim der Prüfung müsst haben, ist ein Helm natürlich, am besten ein Integralhelm mit Kinnschutz und mit Visier. Ich blende euch ein, wie ein Integralhelm aussieht. Dann müsst ihr Schutzkleider haben, Einteiler oder Jacke mit Hose. Also entweder ein ganzes Ding, Kombi oder Jacke und Hose. Schutzkleider ja, mit Abriebschutz. Empfehlenswert würde ich euch sagen, hätten auch Protektoren am Rücken und Schultern, Ellbogen, Unterarm und Knie. Händchen mit Aufprallschutz, mit Knöchelschutz, Handgelenkschutz und Stiefel. TÜV-Stiefel, aber vor allem muss da Knödel geschützt sein. Also ich kann es euch nochmal kurz zusammenfassen. Helm müsst ihr haben, Händchen müsst ihr haben und Schuhe müsst ihr haben. So viel ich weiß, aber folgt das auch wieder nach. Dann Theorieprüfung. Bevor ihr die dann machen könnt, müsst ihr den C-Test 20 Franken zahlen für den C-Test. Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht schon vorne gesagt habe. Nothelferkurs kostet 100 Stutz. Also je nachdem, wie ihr das macht, aber eigentlich sollte 100 Stutz sein. Dann müsst ihr eine App haben, zum Lernen, die Autoprüfung zu lernen. Das Gute ist, wenn ihr A1-Prüfung gemacht habt, dann habt ihr eigentlich das ist eigentlich die Basistheorieprüfung, die müsste eigentlich auch ziemlich lang oder sogar für immer gültig sein. Also wenn ihr eine Autoprüfung macht, müsst ihr eigentlich nicht mehr Prüfung machen. Also die Theorieprüfung müsst ihr eigentlich nicht mehr machen. Dann dann die Identifikation bzw. Personalausweis. Das Ganze einreichen kostet 60 Stutz, Theorieprüfung selber kostet dann 30 Stutz, Ausstellung vom Ausweis 20 Stutz. Also das alles schon mal auf 290 Franken. Dann müsst ihr, wenn ihr dann Praxisprüfung dran sind, Verkehrskundeunterricht 200 Stutz, praktische Grundschulung 300 Stutz,
Fahrzeugversicherer, also wenn ihr jetzt da wenn ihr ein Fahrzeug habt, müsst ihr dann noch 60 Stutz für eine Versicherung zu zahlen. Praxisunterricht, sagen wir jetzt mal, wenn du 5 Stunden hast, kostet das gesamt 450 Franken und Praxisprüfung selber nochmal 96 Stutz. Führerschein 35, Weiterbildung WAB beim TCS 560, also schlussendlich sind auf 1998,90, also sagen wir 2000 Franken, was ihr da habt. Nochmal kurz zum euch sagen, eben, was ihr machen müsst, ist, auf was ihr wirklich achten müsst. Wenn ihr sagt, hey, ich bin zwar jetzt 17, gerade 17 geworden, ich kann auch noch warten, macht die Autoprüfung, dann haben die ganzen Kosten auch. Die Autoprüfung ist schon ein bisschen teurer als 2000 Franken, je nachdem wie viele Fahrstunden das ihr braucht. Aber wenn ihr Glück habt, kommt man dann vielleicht auch auf 2500 Franken oder so, keine Ahnung, wenn wirklich Babo sind. Und dann könnt ihr, wenn ihr die Autoprüfung habt, dann Verkehrskundeunterricht, beziehungsweise nicht Verkehrskundeunterricht, sondern den Lehrfahrausweis für den A1 beantragen, müsst dann noch praktische Grundschulung machen und dann könnt ihr den normalen A1 beantragen. Also das heisst, ihr spart da ziemlich viel Geld dahinter im Nachhinein. Aber wenn ihr das natürlich nicht wollt, dann macht es so, wie ich das gesagt habe. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Ich das jetzt so nochmal kurz zusammenfassen, 30 Sekunden. Sehtest, Nothelfer, dann anmelden zu der Prüfung, Theorieprüfung machen, Theorieprüfung bestanden, 4 Monate Zeit, dann Grundschulung machen, dann 12 Stunden absolvieren, dann 12 Monate Zeit für die Prüfung und dann Prüfung machen, Manöverprüfung, praktische Prüfung und Helm, Schuhe, Handschuhe, am liebsten das komplette Ding anlegen. Und dann, ja, ich hoffe, ihr habt von dem Video profitieren können. Schreibt ganz gerne in die Kommentare, wirklich, beantworte das auch gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Obscuro94.